Intro. Yay! Salut und willkommen zu dem Christmas Special Video. Heute gibt es nochmal ein Video. Oder nochmal ein Video. Gestern hat es schon eins gegeben. Und heute zeige ich euch noch ein Make-up-Tutorial, weil es ziemlich ausgeglichen war bei der Abstimmung von Instagram. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Let's go! Fangen wir mal an. Ich benutze hier so eine Lippenpomade, die ich eigentlich immer benutze. Die ist super. Ich tue mal Werbung einblenden, weil ich zeige euch auch gewisse Produkte. Aber ich bin eigentlich von nichts bezahlt worden. Just say, let's go! Also, zuerst benutze ich einen Primer von Catrice. Das Ding da. Und mache scharf. Merci. Lassen wir das mal schön einwirken. Ich habe mir vorgestellt, so etwas Klassisches. Gold oben und rot auf den Lippen. Ich weiss es aber noch nicht ganz. Ich glaube, das kommt gut. So als Eyeshadow Base sozusagen benutze ich so einen von Essence 2 in 1 Liner. Und tue das einfach auf das ganze bewegliche Lid drauf. Ich glaube, ich kann noch nie mit den Augen anfangen. Ich glaube, so weit ist das mal okay. Ich verblende das noch mit irgendeinem Pinsel, sofern das geht. Dann haben wir das schönes Gold oder etwas. Ja, in der Naked, Urban Decay Naked 2 Palette, Half Baked, haben wir ein schönes Gold. Ich tue das wie so drauf tupfen, nicht dass ich es ohne dran wieder verschmiere. Dann möchte ich oben so ein bisschen Schattierung drin machen. Dann nehme ich mal von der Sleek Make-up Palette. Ich glaube All Night Long heisst die. 429. So. Ich finde die einfach so schöne Verpackung. Die Farbe hier. Mal schauen, ob man noch was Nices zaubern kann. An diesem Punkt versaue ich es immer. Ich bringe die Schattierung einfach nie schön an. Einfach so ein bisschen die Lidfalten rein. Ich probiere es nicht zu versauen. Und ich finde es auch noch schön, wenn so der Hinterecke auch dunkel ist vom Auge und nicht nur oben durch. Machen wir auch noch dunkel. Dunkler. Ich finde, es sieht schon ziemlich nice aus. Was ich jetzt noch mache, ist noch ein bisschen mit einem dunkleren, da benutze ich einen kleineren Pinsel, noch so ganz außen am Auge, nur ganz wenig noch ein bisschen Schattierung geben. Das wie so auch im V, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Und ich glaube, ich gehe direkt in schwarz. Ich versaue es, aber nein, ich versaue es nicht. Ich bin nicht gut in dem. Bei anderen kann ich es schon, aber bei mir selber finde ich es mega schwierig. Ich habe vielleicht auch nicht gerade die besten Pinsel da. Die finde ich noch nice. Jetzt nehme ich so einen dünnen Pinsel und gehe nochmal in das Schwarz rein. Gehe mit dem Wimpernkranz entlang. Da tue ich auch mehr so tupfen anstatt streichen. Ich lasse mal. Dann benutze ich jetzt geschwind Abschminktüchchen für unten durch, dass alles abgebröckelt ist. Und nein, zuerst mache ich noch oben ein Highlight. Ein Highlight. Mit dieser Farbe da. Highlight. Jetzt tue ich mich mal da unten abschminken. Zum Abschminken brauche ich das Garnier mit hellem Wasser, Reinigungswasser. Und nachher brauche ich Concealer. Da benutze ich Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Mein absoluter Liebling. Ich benutze eigentlich sehr selten bis gar nie Foundation, aber ich benutze auch wirklich genug Concealer. Und bevor das in meine Fältchen läuft unter den Augen, tue ich das natürlich noch abpudern. Mit All About Matte Fixing Compact Powder von Essence. Tada! Und dass ich nicht mehr so weiss bin, benutze ich noch Contouring. Das ist von Catrice Prime and Fine, so eine Palette. Und ich benutze da eigentlich sehr gerne das Contouren braun. Und was ich auch sehr gerne mache, ist die Nase, ehrlich gesagt. Tut mir wirklich leid wegen diesen schlechten Lichtverhältnissen. So, was ich jetzt noch mache, ist dem braun-gold-Ton von vorher noch unter die Wasserlinie, also unter der Wasserlinie, einen Rahmen gibt ums Auge herum. Keine Ahnung.
Und haben die 3 Nüsse für Aschenbrödel schon geschaut? Ich bis jetzt noch nicht, aber vielleicht dann am 24. Mal schauen. Es gibt ihn ja jetzt auch auf Netflix, habe ich gesehen. Er ist einmal schon auf meiner Liste. Das ist so der Weihnachtsfilm, den ich eigentlich immer schaue, von Weihnachten. Sonst irgendwie nichts so Kevin allein zu Hause, so kenne ich gar nicht. Highlighter darf natürlich nicht fehlen. Da benutze ich so einen High Glow von Catrice. Das finde ich mega schön. Und also, es highlightet alles. Was ich auch noch mache, ist so ein Rouge. Die Farbe gefällt mir am besten. Die glitzert auch noch. Und das tue ich einfach ein bisschen auftupfen. So. Augenbrauen. Ich benutze da immer das gleiche. Das Eyebrow Set von Catrice. Und da benutze ich echt beide so ein bisschen im Wechsel. Und tatsächlich das kleine Bürstchen, das da dazugehört. Wer benutzt das auch? Oder haben die wirklich für alles einen separaten Pinsel? Also ich nicht. Ich finde Augenbrauen mega schwierig zu machen. Nicht nur bei mir, auch bei anderen. Das kann mir ja heiter werden in meiner Abschlussprüfung. Dann benutze ich darüber eine Gel Mascara. Make Me Brow von Essence. Das ist ein bisschen fixiert. Das sind die Kraut und Rüebli. Eigentlich kann ich noch Wimpern aufkleben, aber ich weiß nicht, ob das eine tolle Idee ist. Was meint ihr? Auf jeden Fall tue ich jetzt mal noch meine Wimpern duschen. Und zuerst noch biegen. Ah ja, Mascara habe ich neu. Und ich bin eigentlich recht überzeugt von der. Ich finde sie ziemlich gut. Das ist der Drug Head Volume Express Mascara von Maybelline. Ich habe jetzt 3 Lippenstift zur Auswahl. Zum einen ein klassisches Rot. Finde ich würde mega gut dazu passen. Dann so ein, ein Braun. Ist ein bisschen schlichter, sieht man aber auch gut. Und dann so ein Rost. Was ist das Rost? Ein Glitzerpitz. Braun, Velvet, irgendwas. Ich weiß nicht welchen. Ich glaube, ich tue den Rot drauf, weil der gefällt mir wirklich am besten. Und der hebt auch lang. Superstay 24 Color. Es könnte jetzt eine Weile gehen, bis ich meine perfekte Lippe gezeichnet habe. Hey, ich sage euch, das ist etwas vom Schwierigsten im Schminken. Rote Lippen, man glaubt es nicht. Vor allem noch bei dem blöden Licht. Und wenn man dazu noch schwätzen will. Ich habe noch geschwind ein Zöpfchen gemacht. Einfach so ein bisschen, um den Look umranden oder so. Mir gefällt er mega. Es ist so ein typischer Weihnachtslook, finde ich. Mit roten Lippen und goldigen Augen. Ich finde, es passt mega gut zu meinen Augen. So grün, braun und gold. Ich habe es jetzt zusammen mit so einem schwarzen Pulli, der so halb durchsichtig ist, kombiniert und einem schwarzen Ohrring. Das war es mit meinem Make-up-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst vielleicht einen Kommentar da, wenn ihr eine Idee habt für das nächste Get Ready With Me oder so. Wie jeder YouTuber. Oder wie jeder Mensch ein Verpackungsopfer. Scheiße. Besser als Labello. Sorry, Labello. Wenn er ihm den... Ich weiß noch nicht. Muss ich ein bisschen näher kommen? Sonst geht es nicht. Ich bin ein bisschen hell. Nicht. Du hast einfach die eine Seite mega dunkel. Die blöden Lichtverhältnisse in dem Raum. Nerv. Ich glaube, ich tue nachher noch ein mehr Gold drauf. Gut. Nerv. So. Kann man so machen. Ein Highlight, Doris, genau. Ich glaube, ich habe noch nie so einen langen Lidstrich gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das steht mir auch nicht. Das ist einfach noch ein bisschen... Irgendwie gefällt es mir davon. Das stinkt. Ich sehe es nicht, ob es gleichmäßig ist oder nicht. Ihr auch nicht.